zweite Klasse, Grundschule, Klasse 2c, hat eine Lehrerin gehabt. Eine hübsche, junge Lehrerin, frisch von der Universität. Jetzt hat eines Tages der Schulrat angerufen vom Landratsamt in Straubing und hat gesagt, er kommt am Montag und macht einen Unterrichtsbesuch bei der 2c. Jetzt hat sich die Lehrerin gedacht, um Gottes Willen, jetzt kommt der Schulrat. Hoffentlich haut alles hin. Hoffentlich geht nichts schief, ich bin eine ganz junge Lehrerin. Aber dann hat sie sich gedacht, mei, was soll denn passieren? Meine Klasse, also die Klasse 2c, ist eine nette Klasse, lauter gescheite Kinder. Normal kann nichts passieren. Aber einer war drin in der Klasse, einer, Josef, also der Sepperl. Ein Vollchaot. Nicht schlau, aber Chaos hoch 3. Hat sie sich gedacht, oh, der Sepperl, das kann, was da ich mit dem Sepperl? Und wenn ich sage, er soll am Montag daheim bleiben, nein, hat sie sich gedacht, das ist auch nichts. Ist einer abwesend. Dann hat sie sich gedacht, ich sitze ein Sepperl, weil da haben wir uns hinten, hat es rechts eine Bank gehabt, ganz hinten im Eck rechts, die war frei, hat sie sich gedacht, ich sitze ein Sepperl in die einzelne Bank, vielleicht sieht man der Schulrat nicht, dann kann er hinten hocken bleiben. So, Montag in der Früh, der Schulrat kommt. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Herr Schulrat. Na, was setze ich mich denn heute hin? Ha, da hinten ist ja noch ein Platz frei. Darf ich mich zu dir hinsetzen? Hau die her! Die Lehrerin hat schon gezittert, also der Schulrat hockt sich genau neben dem Sepperl. Hat sie sich gedacht, um Gottes Willen, jetzt sitzt er neben dem Sepperl. Hoffentlich geht das gut. Ja, hilft alles nichts, der Unterricht beginnt. Deutsch, erste Stunde Deutsch. Die Lehrerin schreibt mit der Kreim einen Satz an die Tafel. Dann sagt's, liebe Kinder, wer mag mir denn diesen Satz vorlesen? Kein Kind meldet sich, nur ein Kind. Rechts hinten, Sepperl. Ich, denkt sie sich, na Sepperl, du nicht. Liebe Kinder, mag mir niemand diesen Satz vorlesen? Keiner. Unten Sepperl, es reißt schon halb. Ich. Also sagt Sepperl, les. Die Lehrerin hat einen verdammt knackigen Arsch. Sagt die Lehrerin, was? Das habe ich ja gar nicht hingeschrieben. Sagt der Sepperl zum Schulrat, wenn du nicht lesen kannst, brauchst du mir nicht einsagen.